Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare-Video. Ja Leute, diesmal zur Champions League, zum Spiel gegen Galatasaray. Ja, der 2:1 Heimsieg, von daher sollte das Video heute ein bisschen kürzer werden, weil immer wenn wir gut spielen, wenn wir ein positives Ergebnis erzielen, sind eigentlich eine Menge weniger Kommentare da, als wie wenn das anders ist. Wer hätte das nur gedacht? Gut. Damit gehen wir rein, Leute. Tobis Lifestyle, das war wirklich ein widerstandsfähiger Gegner, aber solide Leistung der Mannschaft und Kimmich hat auch gut gespielt. Kane mal wieder Weltklasse. Ja, Weltklasse. Kane hat ein sehr gutes Spiel gemacht, ja. Ja. Wenn wir ihn als Normalsterblichen bezeichnen, dann können wir das auch Weltklasse nennen. Hydro Graphics, muss mal ein riesen Danke und Lob da lassen. Du redest ja auch öfter mal von Maschine. Die Beschreibung trifft auch voll auf dich. Diese Konstanz und Pünktlichkeit, wie du immer die Videos raushaust, sucht seinesgleichen. Vielen Dank für die Mühen und Arbeit weiter so. Vielen lieben Dank, Hydro Graphics, für die netten Worte. Schleimer. Man darf auch mal schleimen. Chris, solid performance. Kimmich finally did what we expected from him. Kane is a machine. 100 million were spent worth every penny. Ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Also Kimmich hat endlich mal das gemacht, was wir von ihm erwarten. Und dass Kane jeden Cent wert ist. Yes. What's up? War ein tolles Spiel. Den Kampf angenommen und durchgesetzt. Man könnte, wenn man wollte, auch wieder etwas kritisieren, aber das fällt aus. Haben das in den letzten Monaten genug getan. Gute und solide Mannschaftsleistung insgesamt. Respekt an den Schiri. Für sein erstes Champions League-Spiel hat er das gut gemacht und hat immer Ruhe und Sicherheit ausgestrahlt. Muss man ja auch mal loben. Ja, habe ich leider vergessen. Stimme ich dir voll zu. Schiedsrichter war echt unaufgeregt. Und wie du schon schreibst, dafür, dass es sein erstes Spiel war, war das völlig in Ordnung. Und ja, na klar, habe ich ja auch gesagt in dem Video, man hätte wieder irgendwelche Sachen raussuchen können, die man hätte kleinlich kritisieren können, aber nochmal, für mich persönlich, wenn man eine Mannschaftsleistung sieht, kleinen Moment, zack, zack, wenn man eine Mannschaftsleistung sieht und sieht, dass die Mannschaft will, dann kann man über solche Dinge auch hinwegsehen und muss die nicht immer herausstreichen. Aber klar, wenn das nicht so der Fall ist, dann kommen solche Dinge natürlich in den Vordergrund. Casa, Servus und Glück auf am späten Abend. Es war von Beginn an ein sehr intensives Spiel mit ganz anderem Zug zum Tor als noch in Istanbul. Galatasaray war nicht so ungestüm wie im Hinspiel, gebe ich dir vollkommen recht, und sich über 60 Minuten völlig verausgabt. Auch boten sie den Bayern nicht so viele Konterchancen, da standen sie deutlich defensiver. Ja. Trotzdem hätte es zur Halbzeit schon 13 stehen müssen, da sind sie mit den Chancen schon ziemlich fahrlässig umgegangen. Bei Sané merkt man schnell, dass der nach der ersten Halbzeit keinen Bock mehr hatte. Gut, dass Tuchel ihn dieses Mal runternahm. Hat sich ja am Ende wieder ausgezahlt, Tell zu bringen. Defensiv wirkten die Bayern nervös und schludrig, aber es lag sicher auch daran, weil Galatasaray echt ein ekelhafter Gegner war. Neuer hat wieder gezeigt, warum er so wichtig für die Mannschaft ist. Er ist einfach der 11. Feldspieler, auf den sich alle verlassen können. Ja, das hat er halt vielen anderen Torhütern voraus, ne? Kurz vor der Pause und nach einer knappen Stunde hätten wir auch leicht in Rückstand geraten können. Kimmich hat mir gut gefallen, war sehr aktiv und blieb weitestgehend auf seiner Position. Allgemein eine gute Mannschaftsleistung. Am Ende haben sie es sich viel schwerer gemacht, als es hätte sein müssen. Als das 1:0 gegeben wurde, musste ich schon tief durchschnaufen. Aber gut, man war bis zum Schluss ruhig geblieben, auch das zeichnet die Bayern aus. Das 2:0 war toll vorbereitet von Müller und Tell. Kane ist einfach eine Maschine, ohne jemals einen Titel gewonnen zu haben, verkörpert der eine Siegermentalität, die Bayern braucht. Ja. Wie gesagt, wie du es ja auch schreibst, es war eine Mannschaftsleistung und das ist, wenn man die ersten Spiele sieht, oder die ersten 12, 13 Spiele, ist das, was wichtig ist. Ja. Und wie gesagt, wir haben starken Kimmich gesehen, ja, das muss man gar nicht kleinreden. Und ja, du kannst nicht jedes Spiel irgendwie 90 Minuten auf ein Tor spielen. Ja, wir haben das Spiel aus meiner Sicht 90 Minuten im Griff gehabt. Ja, Gala hatte eine starke Phase von 10 Minuten in der zweiten Halbzeit. Das lässt sich aber auch nicht vermeiden, sowas. Ja. Du musst mal zwischendurch mal ein bisschen durchatmen vielleicht. Und Galatasaray hat halt natürlich auch, spielt ja auch einen Fußball, der das bedingt. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Also ist jetzt keine Ahnung, wie man so schön sagt, Fallobst oder sowas. Ist schon ein starker Gegner.
Und von daher haben wir es wirklich sehr stark gemacht. Dukes. Kane könnte auch problemlos auf der 10 spielen, mit der Übersicht und Passqualität absolute Weltklasse. Ja, könnte er auch. Ich würde sogar sagen, er könnte auf der 6 spielen, Alter. Das ist echt wild. Aber dafür wäre er wahrscheinlich ein bisschen langsam und so weiter. Aber auf der 10 definitiv. Aber würden wir uns natürlich die Gefahr, wenn er im 16er ist, mit uns natürlich abgehen. Ne? Aber man sieht es oft genug, wie oft er sich fallen lässt im Spiel auf diese Pose hier. Also. Auch bei Kontern sieht man das sehr schön, weil er halt nicht der Schnellste ist, dass er dann lieber auf der tiefen Position dann die Außen einsetzt. Also. Das ist schon echt wild. Katakuri, freut mich für den Sieg. Wir sind sehr effizient vor dem Tor, aber ab und zu mal habe ich das Gefühl, wir verlieren an Kontrolle, vor allem zentrales Mittelfeld, und dann sieht sehr unstabil aus. Aber vielleicht steigern wir uns ja noch mehr. Ja, ich hab jetzt nicht so das Gefühl gehabt. Wie gesagt, ich fand Kimmich mega stark, auch Goretzka war gut. Habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel irgendwie verlieren oder irgendwie aus der Hand geben oder sowas. Klar, wenn wir echt einen tiefen Sechser haben sollten, nach der Winterpause wird das alles nochmal eine andere Kompaktheit und Stabilität bekommen. Ob wir das brauchen, weiß ich nicht. Nochmal, gegen so einen Gegner, ja, wir haben das Spiel kontrolliert, meiner Meinung nach. Ja, nochmal, wir haben 10 Minuten gehabt, wo Gala am Drücker war, auf jeden Fall. Das müssen wir gar nicht verschweigen. Das wirst du aber immer gegen irgendwelche Mannschaften haben. Ja. Das ist völlig normal und wie gesagt, wir sind ruhig geblieben, sind nicht hektisch geworden oder sowas. Für mich war es eine gute Leistung. Sascha King, klasse Spiel von uns, endlich mal eine Mannschaft auf dem Platz. Ja, ganz genau, so habe ich es auch gesehen. Auch wenn wir kein Tor gemacht hätten, wäre es ein gutes Spiel gewesen. Ja, bin ich komplett bei dir. Für mich war auch das Wichtige zu sehen, ja, dass anscheinend jetzt wirklich eine Mannschaft auf dem Platz steht. Ja, und nicht nur 3, 4 egoistische Spieler da vorne und auch Mittelfeld, was da irgendwie verstreut rumläuft und keiner für den anderen mitarbeitet und sowas. All das ist weg, all das stand, wie du richtig sagst, eine Mannschaft auf dem Platz. Und das ist, ja, wollen wir hoffen, dass es so bleibt, weil dass wir starke Individualisten haben, ist klar. Deswegen haben wir die ersten Spiele auch so gewonnen, wie wir sie gewonnen haben und stehen da, wo wir stehen. Wenn wir es aber dann noch hinkriegen, als Mannschaft zu agieren auf dem Platz, ja, dann sind wir halt ein fettes Kaliber. Ne? Nordcore, starke Leistung auch von Gala. Hat unsere Mannschaft alles abverlangt. Hat mich übelst gefreut, als Kane uns erlöst hat. Davis hat mir nicht so gut gefallen, wie so oft, sehr fahrig. Insgesamt aber eine Top-Mannschaftsleistung. Ja, wir werden immer wieder Probleme haben mit unseren Außenverteidigern. Auf beiden Seiten. Ja. Das wird sich nicht abstellen lassen. Nochmal, Davis war für mich noch nie der große, starke, defensive Außenverteidiger. Er hat seine Stärken halt einfach im Spiel nach vorne. Klar, durch seinen Speed macht er viel weg, nimmt viele Zweikämpfe oder Gefahrensituationen schon vorher raus, indem er den Ball noch erläuft oder sowas. Aber wie man sie mittlerweile sieht, gibt es auch genug Mannschaften, die auch sehr schnell Außenspieler haben. Und dann wird es schon schwierig. Oder wenn, wie gegen Mainz, ein sehr dribbelstarker Spieler da außen ist, dann bringt dem von seinen Speed halt auch nichts. Ja, manchmal ist es sehr schlecht bei ihm, manchmal ist es okay. Ich denke, gegen Galatasaray war es einigermaßen okay. Ja, muss er dran arbeiten, zumindest wenn er längerfristig linker Verteidiger spielen möchte. Auch wenn man jetzt so den ganzen geschriebenen Gerüchten da irgendwas zumisst und er irgendwie nach Real gehen möchte, sollte auch da, wenn er da als linker Verteidiger hingeht, kann er sich das nicht erlauben. Solchen defensiven Leistungen. Ja, das wird nichts ändern. Dass er es aber ein bisschen besser kann, hat er schon oft genug gezeigt. Und ja, ich denke, er muss einfach auch seine Form noch ein bisschen finden und vielleicht auch ein bisschen besser das System Tuchel verstehen. Welche Qualitäten er hat er gezeigt, wenn er mal ein bisschen Raum hat, wenn er den Ball da mal pusht für uns. Ja. Schwierige Kiste im Moment bei Fonsi, ne? Chris, spannendes Spiel, bringst wie immer alles auf den Punkt. Vielleicht hat Tuchel mit seiner Medienschelte ja eins erreicht, dass die Mannschaft eine Mannschaft wird. Mir ist auch lieber, dass nicht alles perfekt ist, aber die Ergebnisse stimmen und nicht wie in der Vergangenheit. Gala in der Vorrunde und danach nichts. Mal schauen, ob es dieses Mal anders wird. Leider kommt wieder Nationalmannschaft dazwischen. Ja, das ist echt nervig.
12 Punkte nach 4 Spielen und als Gruppenerster weiter ist doch super. Samstag geht's weiter. Ja, so sieht's aus. Wie gesagt, am Ende des Tages interessiert es keine Sau, wie die 12 Punkte da zustande gekommen sind. Mich persönlich hat es einfach gefreut, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Ja. Ein konstantes Spiel. Dass wir nicht wieder diese Phasen hatten oder Halbzeiten hatten, hätten wir uns aber auch nicht erlauben können gegen Galatasaray. Ja, haben wir im Hinspiel gesehen, wo wir viel Glück hatten. Hättest du dir im Rückspiel nicht erlauben können, so eine Phase nochmal zu haben. Also von daher, alles gut. Patrice, Mazraoui war wieder super. Kimmich auch sehr gut. Sané hatte einen gebrauchten Tag, wobei da wirklich nur Kleinigkeiten fehlen. Naja, ich denke, Sané hat mal ein bisschen abgekocht. Ja? Gala war sehr giftig in den Zweikämpfen, immer dran. Sané hat eine gute erste Halbzeit gespielt, meiner Meinung nach. Ja, im Nachhinein kannst du immer sagen, ja, da hätte er besser Harry Kane nehmen müssen, da hätte er besser schießen sollen, Blasels. Klugscheißen können wir alle gut im Nachhinein. War völlig legitim. So, und dann hat man ihn ein bisschen abgekocht. Da hat man gesehen, zweite Halbzeit, da war dann halt auch nichts mehr, hat er auch keinen Bock mehr gehabt. Ja, mein Gott. Es ist, wie es ist. Es war okay und gut ist. Oldschool. Der große Unterschied zur letzten Saison ist, dass die Mannschaft unter Druck bzw. in schwierigen Phasen nicht einbricht, sondern gegenhält. Allerdings möchte ich mir gar nicht ausmalen, wo der FCB ohne Harry Kane stehen würde. Gefühlt ist Kane an 3 von 4 Toren beteiligt. Er ist schon eine absolute Maschine. Ich hoffe außerdem, dass mit Neuer im Tor jetzt auch die Abwehrdauer wieder etwas solider steht, da er als Torhüter ja erstens gut mitspielt und zweitens wohl auch lauter ist als Ulle. Ja, ich meine, dafür hast du einen Neuner. Ja. Wo wäre der FC Bayern die letzten Jahre ohne Lewandowskis Tore gewesen? So, der hat 30 plus, das eine Mal 41 Tore in der Bundesliga gemacht, zieh die mal ab. Dasselbe in Champions League. Ja, dafür hast du halt einen Stürmer. Ja. So. Punkt. Da muss man nicht sich nicht dran aufhängen. Ja. Dafür haben wir ihn geholt. Er liefert. Ja. Und das mehr als nur Tore schießen, was sehr gut ist. Auch für mich sehr erstaunlich ist. Und ja, wenn Neuer seine Form hat oder 3/4 seiner Form, ja, man sieht das schon. Ja, das ist einfach eine andere Ausstrahlung. Er gibt viel mehr Anweisungen, auch am Minjay und so weiter. Steht natürlich auch viel, viel höher, als es wie so ein Ulle getan hat. Nichts gegen Ulle. Ulle ist ein super solider Torwart, hat es ja auch sehr gut gemacht. Aber es ist natürlich eine andere Geschichte. Ja. Manuel Neuer hat schon ein ganz anderes Selbstverständnis, auch dann die Kollegen anzuweisen. Ja. Also klar gibt uns das Sicherheit, wenn da ein Neuer hinten drin steht. Ja, und umso länger er da steht, ich meine, Minjay kennt einen Neuer noch gar nicht. Ja, das findet sich alles. Das kann nur besser anstatt schlechter werden. Ja, das hat man auch schon gesehen, wie ich fand. Ja, der individuelle Fehler, den Minjay dann gemacht hat. Ja, na klar, passiert. Aber vorher hast du jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, boah, wir sind super hektisch da, sind super am Schwimmen oder sowas. Was natürlich auch Opa geschuldet war, der wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber auch Leon danach. Bin da guter Dinge. Minjay war müde, der braucht eine Pause, aber dafür fand ich ihn sehr stark. Ja, er war auch okay bis zu dem Fehler. Ja. Deswegen, ich mit dem Fehler, mein Gott, es ist ja nichts daraus passiert. Ob da jetzt 2-0 steht oder 2-1, drauf geschissen. Bis dahin war er echt okay. Ja. Und ja, seitdem er da ist, spielt er jedes Spiel. Ja, 90 Minuten. Wegen mangelnder Alternativen. Und er kam aus dem Militärdienst und so weiter. Ja. Da darf man alles auch nicht vergessen. Ja, da muss man ihn auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Denke ich auch. Und dafür war es echt gut. Christian Goretzka wird wieder der Alte, wie es ausschaut. Das freut mich sehr. Ja, die letzten 2 Spiele jetzt waren echt Bombe vom Leon. Ja. Aber vielleicht auch, weil Tuchel da ein bisschen umgestellt hat. Ja, weil Leon war auch vorher schon stark. Stand aber meistens meiner Meinung nach ein bisschen weiter vorne. Er stand ja meistens schon 20, 25 Meter in der gegnerischen Hälfte auf irgendeiner Position, halb links, halb rechts. Oder halt auch mittig. Was soll ein Goretzka da? Ja, da kann er seine Stärken nun mal nicht ausspielen. Wenn er da einen Ball kriegt, was soll er machen? Dann läuft er auf 2 Ketten zu, die hinten drin stehen meistens. Ja. Leon hat halt seine Stärken, wenn er tief
10, 20 Meter in der eigenen Hälfte den Ball bekommt, den Ball erobert, abfängt, den Speed aufnehmen kann, marschieren kann, die Spieler einsetzen kann. Gleichzeitig den Ball nach außen legt, dann in den 16er mit reinstößt und da kopfballmäßig ist oder im Hintergrund steht, um mal einen Ball reinzudreschen. Das ist Leon sein Spiel, ja. Und das geht natürlich besser aus einer tiefen Position, als wie wenn er eine klare 8 weiter vorne spielt. Ja. Ja. Vielleicht ist das so ein Zusammenspiel. Leon hat seine Form wieder ein bisschen besser gefunden und ich denke, Tuchel hat da auch ein bisschen angepasst, was seine Position anbelangt. Olli, endlich sieht man eine Entwicklung der Mannschaft. Großes Lob an Tuchel. Manchmal brauchen Entwicklungen Zeit und Rückschläge. Das hat unsere Gesellschaft anscheinend vergessen. Alle sind ungeduldig und alles muss perfekt sein. So funktioniert das Leben und der Fußball halt leider nicht immer. In der Ruhe liegt die Kraft und genau das macht Tuchel und seine Teams, welche er trainiert, auch so stark. Bin gespannt, ob die Entwicklungen dem Lothar schmecken und wenn nicht, dann wird es bestimmt den Didi schmecken. Ja, ich weiß nicht, man darf sowas aber auch nicht immer überbewerten, ja. Ich setze mich auch hier hin und kritisiere, wenn was scheiße ist. Aber das heißt doch nicht, dass man der Entwicklung keine Zeit gibt oder so. Ich habe schon vor etlichen Wochen gesagt, wir müssen der Mannschaft und Tuchel einfach mal bis zur Winterpause Zeit geben, ja. Und nach der Winterpause muss man dann eine Entwicklung sehen. Jetzt sehen wir die Entwicklung schon ein bisschen vorher, ja, zumindest jetzt in den 2 Spielen. Mal abwarten, ob wir es gegen Heidenheim fortführen. Ja, aber nichtsdestotrotz kann man das ja dann kritisieren, was man vorher gesehen hat. Ja, das heißt ja nicht, dass man den Leuten keine Zeit gibt oder dass keine Rückschläge erlaubt sind oder was auch immer. Ja. So, man kritisiert ja den Augenblick und sagt nicht, ja, das ist jetzt aber die nächsten 3 Monate so scheiße oder sowas. Und wenn man halt nach 13 Spielen oder 14 Spiele, was es waren, da muss man fairerweise sagen, hat man halt keine Entwicklung gesehen. Und dass sich dann auch so ein Lothar oder so ein Didi ja, da hinsetzen und das dann kritisieren, finde ich auch völlig legitim. Ja. Über die Art und Weise kann man dann vielleicht ein bisschen streiten. Genauso legitim finde ich es, wenn Tuchel dann mal da klare Kante sagt und mal Ansagen macht. Finde ich genauso legitim. Ja, aber wir leben nun mal in dieser Welt. Ja, wir leben auch in dieser Gesellschaft, wo jeder eine Meinung hat, mich eingeschlossen, die er dann äußert. Ich versuche das aus meiner Warte so objektiv und ruhig, was nicht immer klappt, wenn ich Fußball, ihr wisst, Emotionen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen versuche ich das schon. Und ja, da musst du dann auch mit leben. Ja, ich denke, ja, ist auch wieder so eine Floskel. Ja, die Leute bekommen alle genug Schmerzensgeld. Ja. Also ich denke, ein Tuchel wird genug Millionen dafür am Ende auf sein Konto haben. Genauso wie es irgendwelche Spieler wie Kimmich tun, die 20 Millionen plus verdienen. Würden die alle irgendwie 3, 5, 4 im Monat verdienen, wird man damit sicher auch ein bisschen anders mit umgehen. Ja. Aber die Leute verdienen halt 20 Mille und dann hat man ja halt auch gewisse Erwartungen daran. Ja. Und nochmal, dann kann man das durchaus kritisieren in meinen Augen. Aber wie du sagst, man muss natürlich so einer Sache dann auch Zeit geben. Ja. Sollte auch klar sein. Sport, gutes Spiel, aber kein Vergleich zu dem in Dortmund, wieder leicht Pressing anfälliger und die Präzision vorne war nicht mehr so gut. Sané hatte nicht so ganz seinen Tag, aber er hat sich nicht großartig hängen lassen. Ich weiß nicht, wie vielleicht kommen weniger Flanken von Leroy, weil er eher reingezogen ist. Vielleicht hängt das auch mit Davis zusammen, weil man dem etwas die Außenbahn gibt. Eine Taktik, welche nicht so meine wäre, weil Davis da fast jeden Pass vorne vergeigt. Ja, also wenn das die Taktik sein soll, die auch von Davis. Wann siehst du von Davis mal eine Flanke? Oder wann siehst du von Davis mal, dass er die Außenlinie wirklich durchgeht? Also in der Regel ist es so, dass er bis an die Strafraumgrenze geht und dann den Ball spielt. Maximal, ja. Was okay ist, dass man ihn nicht so weit nach vorne schickt, von wegen halt wieder schnell nach hinten und so weiter. Vielleicht mal Flanken aus dem Halbfeld. Wir haben gesehen, dass das auch zum Erfolg führen kann mit dem Freistoß. Weiß ich nicht. Aber dass Leroy so gar keine Flanken schlägt, I don't know, das ist schon wild, oder?
Ich meine, guckt euch die Ecken an, er kann ja gute Ecken treten, also wird er wohl auch in der Lage, seine Flanke zu schlagen. Ja, keine Ahnung. Aber vielleicht ist das so gewollt, oder sehr wahrscheinlich ist es so gewollt. Ich glaube nicht, dass er selber sagt, so, ich schlage keine Flanke. I don't know. Großen Respekt an den Gegner, welcher wirklich selbst in sehr brenzlichen Situationen noch super und sauber verteidigt hat, im Gegensatz zum BVB. Vor allem waren die hinten teilweise richtig schnell, gute Mannschaft, gerade wenn man bedenkt, dass die nur ein Bruchteil so viel kostet wie der von Bayern, und trotzdem Fehler von Kim war das einfach ein super Tor von denen, auf jeden Fall. Auch wenn er damit meine Vorhersage gekillt hat. Kane hat dieses Mal ein paar Pässe nicht so gut gespielt, aber er bestätigt immer wieder, dass er die 100 Millionen auch wert ist. Mittlerweile kann man das heutzutage fast schon als Schnäppchen bezeichnen. Ja, ich denke auch, Harry Kane hatte auch ein, zwei Dinge, auch zweikampfmäßig, wo er nicht so stark war wie sonst. Ja, aber nochmal, das wäre Meckern auf sehr hohem Niveau. Und dass wir leicht pressinganfälliger und die Präzision ein bisschen gefehlt hat. Ja, nochmal, Galatasaray war aber auch, oder hat all das gezeigt, was Dortmund nicht gezeigt hat. Ja. So, sie haben Zutrauen in sich selber gehabt, haben versucht, nach vorne zu spielen. Waren gallig, waren heiß, all das war Dortmund nicht gegen uns. Ja, also von daher, natürlich hat das dann Einfluss auf das Spiel. Aber nochmal, wir sind trotzdem ruhig geblieben, haben das Spiel im Griff gehabt. Von daher, aus meiner Sicht rechne ich die Leistung sogar ein bisschen höher an. Lordo, Kimmich und Goretzka waren bärenstark, Kane ohne Zweifel erhaben, er macht die Dinger einfach rein. Yes. Federico, ich muss sagen, dass ich Kimmich gar nicht mal so auffällig fand. Eher Goretzka hat ein super Spiel gemacht. Freut mich für Upa, hat, glaube ich, eine 2 verdient. Keine Fehler. Sané sehe ich ein bisschen kritischer, viele Chancen liegen lassen in der ersten Halbzeit und in der zweiten abgetaucht. Coman war auch nicht so gut, man hat aber gesehen, dass er wollte. Kane habe ich unterschätzt, er trifft und trifft. Alles in einem ein solides Spiel. Schade, dass wir vorne Kane abgesehen es manchmal schwierig finden, das Tor zu treffen. Ach, und Davis habe ich sehr, sehr überhastet gesehen. Zu viele einfache Fehler, aber wurde auch kaum geholfen von Sané. Ja, ich glaube auch, dass Fonsi echt teilweise ein bisschen alleine gelassen wurde. Ne? Der hat es echt schwer gehabt. Und nochmal, Gala ist dann auch echt hauptsächlich über die Seite gefahren. Hat die Seite meistens stark überlagert. Und Fonsi ist schon nicht der Defensivstärkste. Ja. Dass der dann da ein bisschen ins Schwimmen gerät, ja, völlig normal. Also, da muss ihm ein bisschen geholfen werden. Ne? Ich fand Kimmich schon auffällig. Ja. Da ich immer viel in Kimmich kritisiere, habe ich auch ein bisschen auf den Kimmich extra geachtet. Und nochmal, defensiv habe ich keinen schlechten Zweikampf gesehen. Er hat die Bälle gut verteilt. Er war immer präsent, war immer anspielbar. Es wurde ihm natürlich auch leicht gemacht, habe ich auch gesagt, ja. Wenn ich gegen Bayern spielen würde, würde ich Kimmich in Manndeckung nehmen, würde ich einen Spieler veropfern, weil dann ist ein Kimmich komplett aus dem Spiel raus. Ja, aber er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Und Leon hat auch ein gutes Spiel gemacht, keine Frage. Ja. Aber ja, ich verstehe das auch, wenn man das andersrum sieht. Wenn man Goretzka jetzt stärker fand wie Kimmich, völlig okay. Banja, man kann sagen, es war eine reife Leistung. Größtes Manko, dass man gerade in der ersten Halbzeit so viele Chancen liegen gelassen hat. Und ich habe ab und an bei Kim und Kimmich Bauchschmerzen, wenn sie in der letzten Reihe ihre Pässe spielen. Wirklich schlecht war keiner. Einige hatten keinen idealen Tag, zum Beispiel Sané, auch King, der sich zumindest in der zweiten Halbzeit gesteigert hat. Ja, bin ich bei dir. Aber alle haben die Zweikämpfe und das intensive Spiel angenommen. Neuer bringt uns eine neue Qualität, das dem Spiel sehr gut tut. Opa auch wieder extrem stark, bei Kimmich ist ein Kompromiss. Er ist sehr aktiv und nicht immer auf der 6, bringt sich dafür offensiv ein. Hatte aber auch viele gute Aktionen. Wer mir persönlich sehr gut gefällt, ist Leon. Er wird immer mehr zu dem Spieler, der er mal war. Ja, wie gesagt, ich denke, das wird auch ein bisschen an einer Anpassung von Tuchel gekoppelt sein. Ne? Weil nochmal, Leon ist kein Spieler, der 20 Meter in der gegnerischen Hälfte irgendwie jetzt da der große Dribbler ist, der große, ne? Er braucht halt Raum. Ne? In der Defensive macht er eigentlich keine Fehler und ist sehr ruhig am Ball, ist anspielbar und zweikampfstark und schaltet sich nun immer mehr offensiv mit sehr guten Ideen ein. Bei Kane dachte ich lange Zeit, okay, heute ist nicht dein Tag, aber es sind immer Kane-Tage. Ja, habe ich ja auch schon gesagt, er hatte so ein, zwei Ballverluste auch vorne, wo er sich nicht so durchsetzen konnte und so weiter. Ja, aber das ist halt einfach ein Stürmer. Ja, denkt an Lewandowski zurück. Wie oft hast du einen Levi gar nicht gesehen und hat dann trotzdem noch 3 Hütten gemacht. Ja, mit 4 Ballkontakten oder sowas. Sind halt Stürmer.
Wir haben hier oft über eine mangelnde Spielidee, Schwachphasenentwicklung geredet. Man muss sagen, man sieht es nun immer mehr. Tuchel taktische Pläne, auch dass er im Spiel Dinge anpasst. Und in den letzten Wochen zeigen wir immer mehr, dass wir mit Druckphasen umgehen können. Vielleicht war das Pokal aus wirklich gut für uns. Auch heute war es im Großen und Ganzen ein Spiel, das wir beherrscht haben, beziehungsweise kontrolliert haben und das 90 Minuten. Ja, bin ich komplett bei dir. Sehe ich ganz genauso. Ich denke, so Saarbrücken war der Tiefpunkt. Ne? Was vielleicht die Mannschaft, vielleicht auch den Trainer wachgerüttelt hat. Was so die letzten paar Prozent rausgekitzelt haben. Ne? Und dass man aufhört, immer zu lamentieren, sich immer zu beschweren über den Kader und zusammengerückt ist. Und ja, vielleicht tat uns das gut. Die nächsten Spiele, Wochen werden zeigen. Ne? Das waren jetzt auf jeden Fall 2 sehr, sehr starke mannschaftliche Leistungen. Barak Joe, klasse Sieg. Jo. Karl Rubens, schönes Ding. Bayern, Galatasaray, abgefrühstückt. So macht Spaß. Ja, gut, abgefrühstückt. Abgefrühstückt wäre irgendwie ein 5-0 gewesen, aber ja, wir haben ein starkes Spiel gemacht. Niklas, verdienter Sieg. Heute leider etwas unsauber im Umschaltspiel, sonst wäre mehr drin gewesen. Am Ende unnötig spannend gemacht, das muss man dann ruhig zu Ende spielen. Der Trainer, die Fans allgemein, auch die Mannschaft von Gala, gottlos unsympathisch. Vor allem der Coach, der sich da wie ein Kind verhält. Gelungener Abend von uns, Gruppensieger und weitergekommen. Weiterkommen klar gemacht. Samstag, nächste Pflichtaufgabe gegen Heidenheim. Verdienter Sieg, gehe ich mit. Heute leider etwas unsauber im Umschaltspiel, sonst wäre mehr drin gewesen. Ja. Weiß ich nicht. Ist halt auch nicht so einfach gegen so eine Mannschaft dann. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Klar, man hätte Luft nach oben gibt's oft. Ne? Am Ende unnötig spannend gemacht. Ja, weiß ich nicht. Fand ich jetzt gar nicht so. Klar, wir haben das Tor gekriegt. Natürlich dann so, oh ja, 2-1, ja, Gala wirft nochmal alles nach vorne. Aber gerade nach dem Tor ist super ruhig, super abgeklärt gewesen. Ich habe jetzt nicht einmal das Gefühl gehabt, so, oh scheiße, jetzt schwimmen wir nochmal richtig. Wir kriegen jetzt hier noch das 2-2, jetzt kommt Chance auf Chance oder sowas. Habe ich gar nicht gehabt. Also von daher. Ich schenke mir die Diskussion. Das macht keinen Sinn, Alter. Blackjack. Würde mich freuen, mal Live-Kommentare vom Spiel von dir zu hören. Haben nicht alle The Zone. Wäre spannend für mich. Gruß, danke für deine Arbeit. Ja, habe ich ja jetzt schon öfter gehört. Ich muss das halt einfach mal antesten, wenn ich auch die Zeit dafür habe. Ja. Das ist im Moment, habe ich ein bisschen weniger Zeit. Umzug steht an und so von Freundinnen und so weiter. Aber ich denke, in der Rückrunde werden wir das auf jeden Fall mal antesten. Ob das was dann für mich ist oder für euch, werden wir sehen. Wir werden es auf jeden Fall mal antesten. Jörg Koretzka hat sein Tief überwunden. Ja, hoffen wir, dass so bleibt, ne? Servus Kai. Du sprachst zum Ende hin genau das an, was ich schon vor dem Spiel als Messlatte ansah. Wie schlägt man sich im Vergleich zum Dortmund-Spiel? Dortmund gilt ja als Deutschlands Nummer 2, auch wenn spätestens diese Saison der Lack nicht blättert, sondern ab ist. Ja, aber in der Champions League läuft so für Dortmund. Aber nachdem man sah, wie Gala drauf war zu Hause, dann durfte man ein durchaus härteres Spiel erwarten als in Dortmund. Ja, dem stimme ich zu. Dafür hat es die Mannschaft gut gemacht, auch wenn ich finde, fast erwartbar einzelne Spieler etwas abfielen. Insgesamt hat die Truppe als Mannschaft aber einfach funktioniert. Das haben wir ja oft genug dieses Jahr ganz anders wahrgenommen. Ja, stimme ich dir zu, und natürlich haben einige Spieler, ich sag mal, gegen so gallige, aggressive Spieler vielleicht nicht so die Lust. Ne? Goretzka scheint wirklich wieder konstant in Form, kraftvoll, willensstark. Gefällt mir richtig gut. Bei Kimmich schließe ich mich an, bärenstark und vor allem wirklich mit gutem Auge für die Situation. Yes. Wenn er sich unbedrängt fühlt, kein Ding, dann kommt das voll zum Tragen, was er drauf hat. Genau. Und das wird auch immer so sein. Ne? Weil das ist ja, was ein Kimmich kann. Ne? Die große Schwäche ist halt, wenn er unter Druck gerät. So. Und deswegen ist auch diese ganze Diskussion von wegen Sechser überhaupt da. Ne? Ich freue mich über jedes Spiel, in dem er so performt, aber nicht jeder Spieler lässt ihn so gewähren. Und wie es dann aussieht, sahen wir leider oft genug. Aber heute darf er sich ruhig mal auf die Schulter klopfen. Das war eine Top-Leistung. Nee, war es auch. Ich bin 100% bei dir. Ja, ich habe es gerade schon ausgeführt. Ach ja, der gute Harry. Von Spiel zu Spiel werde
werde ich ein immer größerer Fan von ihm. Zugleich bin ich frustriert ohne Ende. Ein Engländer, so eine Granate. Mannschaftsdienlicher kann man kaum spielen und das als Neuner. Zudem ein unglaubliches Gefühl für den Raum und derart cool und abgeklärt vor dem Tor. Wenn Kane allein aufs Tor zuläuft, wirkt das selbstverständlich, dass die Runde im Ecking zappelt. Er ist echt wild, ne? Da ist man eher erstaunt, wenn mal was anderes passiert. Daher freue ich mich riesig, dass er beim FCB ist. Aber hinsichtlich EM und ein Spiel gegen Kane lässt mich unbefriedigt zurück. Ja gut, ich bin jetzt nicht so super der deutsche Nationalmannschafts-Enthusiast, also ich gönn's dann dem Heavy, Alter. Na gut, schließen wir den Tag erstmal sehr zufrieden ab, blicken dem Wochenende und Heidenheim entgegen, in der Hoffnung, dass Tuchel uns in der PK nicht Heidenheim als Real Madrid verkauft und die Mannschaft meint, sie trete gegen Barfuß Bethlehem an. Die Mannschaftsleistung ist derzeit gut, bitte so weitermachen. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ja, man kann Heidenheim, na klar, die haben zu Hause 2-0 gegen Stuttgart gewonnen, das wird Tuchel auch wieder anführen. Man kann die auch ein bisschen stark reden, wie wir ja gegen Saarbrücken gesehen haben wir vielleicht ein bisschen Motivationsprobleme manchmal. Von daher ist das schon okay, wenn man den Gegner dann vielleicht ein bisschen stärker redet, als er wirklich ist. Wobei man die jetzt auch nicht unterschätzen darf. Wie gesagt, die haben immerhin 2-0 gegen Stuttgart gewonnen. Stuttgart ist jetzt vielleicht nicht der super gute Gradmesser, aber trotzdem musst du das erstmal machen. Ne? Aber ich gehe davon aus, dass es ein anderes Spiel wird. Obwohl ich jetzt nicht weiß, wie Heidenheim spielt. Vielleicht versuchen sie es ähnlich wie Darmstadt. Aber ich denke, wenn wir diese Mannschaftsleistung auf den Rasen kriegen, wie wir jetzt die letzten 2 Spiele gebracht haben, wird nicht nochmal so ein Ding wie gegen Darmstadt passieren, ja. Dass Darmstadt die bessere Mannschaft in der ersten Hälfte war. Das darf man immer nicht vergessen, ja. Bei allem Lob für die zweite Halbzeit. Ja, es wäre einfach schön, wenn wir den Schwung jetzt mitnehmen, Heidenheim genauso dominieren. Da geht's gar nicht darum, ob du jetzt 3, 4, 5-0 oder nur 2-0 gewinnst oder was. Dann ist das so, Hauptsache wir sehen die gleiche Einstellung, ein gutes Spiel. Dann ist erstmal Länderspielpause. Und dann gucken wir, wie es danach weitergeht. Ja, ich bin sehr gespannt. Geldberger, einfach so werden wir aber Heidenheim auch nicht aus dem Stadion fegen. Sehe Stuttgart und bei uns Saarbrücken. Wenn ich 100% gebe, ist immer alles möglich für den Gegner und Heidenheim hat überhaupt nichts zu verlieren und diese Mannschaft sind die gefährlichsten. Ja, habe ich ja gerade auch gesagt. Stimme ich dir auch ein. Ja, deswegen, man kann die ruhig ein bisschen stärker reden, als er ist am Ende des Tages. Und ja, ich denke, wir haben gesehen, dass wir manchmal Motivationsprobleme haben. Auch gegen Darmstadt. Erste Halbzeit. Ja, so darf Darmstadt uns nicht aufführen, möchte ich nicht sagen, aber darf nicht so stark in München sein in einer Halbzeit gegen uns. Ja, das ist ein Unding. Es war Darmstadt, Leute, und nicht Real Madrid. Absolut richtig, diese Spiele sind immer Wundertüten bei uns. Gerade gegen die Kleinen tut die Mannschaft sich oft sehr schwer. Arbeitssieg ist ja vollkommen in Ordnung, wenn man mit Geduld und Konzentration zur Sache geht und nicht nur Lust auf international große Namen hat. Die Kleinen muss man halt auch erst schlagen. Was die Spitzenspiele angeht, nimmt der FCB zumindest Fahrt auf, aber Heidenheim ist durchaus ein Prüfstand hinsichtlich anderer Spielweise, mit der man sich schwer tut. Ich hoffe, wir erleben wieder eine gefestigte Mannschaftsleistung, dann setzt sich normalerweise die Qualität durch. Unterschätzen dürfen wir so einen Gegner halt nicht. Ja, das sollte aber auch klar sein. Das weiß aber auch ein Tuchel. Ja? Und ich denke, nach Saarbrücken weiß das auch die Mannschaft. Kommentar. Vielleicht haben Messi und Ronaldo den Maßstab zu hoch gesetzt, aber wie kann Sané als vielleicht bester Flügelspieler der Welt betitelt werden, obwohl er immer so viele 1:1 Gegentore gegen Torwart liegen lässt? Ich weiß nicht, wer ihn als besten Flügelspieler der Welt tituliert. Ich persönlich tue das nicht. Und du kannst einen Sané ja jetzt nicht auf eine Stufe mit Messi und Ronaldo stellen. Also Messi und Ronaldo ist, ja, würden Sané auch nicht auf eine Stufe mit dem Robben stellen, was aktuell ja öfter mal geschieht. Also dafür, nein. Da können wir mal drüber reden, wenn er mal so wie er jetzt große Stücke der Spiele performt, wenn er das mal über 2 Jahre macht. Dann können wir mal irgendwie reden, dass er auf diesem Niveau angekommen ist. Aber solange er immer noch diese komischen Auftritte mit drin hat, ist das bei mir auch nicht so der Fall. GB, Gala hat viel dafür getan, dass es ein super Spiel war. Die wollen sich halt nicht nur hinten reinstellen, da macht es Spaß, Fußball zu schauen. Ja, aber waren trotzdem auch stabil hinten, ne? Muss man auch mal sagen. Also die haben eine gute Balance gefunden, im Gegensatz zum Hinspiel. Korsika, solides Spiel von Bayern. Bayern verdient gewonnen. Mazraoui fand ich heute nicht gut. Würde ihm maximal eine 4 geben.
Ich weiß nicht, was wir im Training machen, dafür, dass die Trainingsleistungen ja immer so top sind. Flanken und Ecken sind Kreisliganiveau. Die erste gute Hereingabe war der Freistoß von Kimmich zum 1:0. Coman hat für mich in der Startelf nichts zu suchen. Der Typ hat Flanken und Torschüsse komplett verlernt. Na, er hatte die letzten Spiele schon Tore gemacht, ne? Wir haben noch viel zu egoistische Phasen im Spiel, anstatt den Ball mal 10 Sekunden früher abzuspielen. Rennen sie von links nach rechts und von rechts nach links, um dann den Ball nach hinten zu Opa oder Kim zu spielen. Ja, nochmal, na klar können wir das Spiel, so wie du es gerade tust, wieder zerpflücken, können alles rausnehmen, was kritisch war, was besser zu machen wäre. Kann man tun, muss man aber auch nicht, wenn man 2:1 in so einem Spiel gewinnt, meiner Meinung nach. Klar, kann man das tun. Nochmal, Argumente sind mit Sicherheit da. Flanken und Ecken brauchen wir nicht reden. Ja, das ist, weiß ich auch nicht, was da bei uns los ist. Aber nochmal, für mich stand im Vordergrund, dass wir eine Leistung über 90 Minuten gebracht haben und dass man gesehen hat, dass es eine Mannschaft ist, die auf dem Feld ist. Und dass Tuchel dann auch wirklich, wenn man sieht, Sané halt super stark abgefallen, zweite Halbzeit, dass er ihn dann einfach auch auswechselt. Ja. Also das sind für mich die Schritte in der richtigen Richtung und der Rest wird kommen. Ja, wenn man jedes Spiel jetzt diese Einstellung hat und als Mannschaft auf dem Feld arbeitet, wird der Rest auch noch dazukommen. Bin ich fest von überzeugt. Ivan, wenn Sané die 2 Dinge allein vor dem Tor macht, dann steht es am Schluss auch 4:1 für Bayern. Hätte er eine Fahrerkette, hätte er die 2 Dinger gemacht, dann wäre es wahrscheinlich ein ganz anderer Spielverlauf geworden. Von daher schwer zu sagen. Am Ende des Tages auch Wurst, weil er hat sie nicht gemacht. Gerhard Berger, Sané war für mich wieder zu viel auf sich fokussiert. Dass es auch anders geht, hat man bei Tell gesehen. Der hat gleich den Steckpass zur rechten Zeit gemacht. Sowas hatte Sané auch tun können, wo noch mehr Platz war, um den Mitspieler zu finden. Ja, habe ich ja auch schon gesagt. Bei Sané hat man immer so das Gefühl, es ist Champions League. So, hier möchte ich zeigen, wer ich bin. Ja, das Gefühl hat man immer so ein bisschen bei Leroy. Und wenn das dann irgendwie nicht klappt, so, weil ich lasse 2 Dinger liegen und habe dann eklige Gegenspieler den Rest der Halbzeit, so, dann habe ich in der zweiten Halbzeit keinen Bock mehr. Ist halt immer ein bisschen schwierig, aber im Großen und Ganzen war es eine gute Leistung. Wie gesagt, das Ding zentral vorm Tor. Ja, und dafür sind das halt Egoisten teilweise auch. Ja, dann nimmt er das Ding. Kane war super frei in der Situation. Er hätte nur rüberlegen brauchen. Er wäre safe in Dingen gewesen. Ja. Ja, können wir uns wieder dran hochziehen, können wir wieder kritisieren. Am Ende eine gute Halbzeit, eine schlechte Halbzeit. Ein bisschen Pech gehabt, die falschen Entscheidungen getroffen. Ja, alles gut. Es wird auch wieder besser werden, hoffe ich doch. Werden wir ja am kommenden Spieltag gegen Heidenheim schon sehen, denke ich. Der Kommentar. Was habt ihr denn, Leute? War hier oben nicht auch schon der Kommentar? Nee, Kommentar. Okay. Erst Kommentar, dann der Kommentar. Wenn Kimmich konstant so spielen würde wie heute, dann wird auch nicht mehr über ihn gemeckert. Ja, vollkommen richtig. So, Punkt. Du bringst es auf den Punkt. Das ist ja, was ich immer sage. Weil er hier oft immer so vorgehalten wird, ja, hier ist der Kimmich-Bashing-Kanal. Nee, ist es gar nicht. Ne? Wenn Kimmich immer so performen würde, gäbe es gar keine Diskussion um ihn. Ja. Und da wird sich ein Tuchel wahrscheinlich auch nicht dahinstellen und eine Sechser fordern. Ne? Aber ein Kimmich kann halt nicht immer so performen, weil ein Kimmich nicht immer diesen Platz und diese Ruhe bekommt. Ne? Wenn das ein Gegner ist, der ihn hoch anläuft, der ihn sogar in Manndeckung nimmt, kann Kimmich all das, was wir heute gesehen haben, nicht mehr tun. Von daher ist es super leicht, einen Kimmich aus dem Spiel zu nehmen. So. Deswegen habe ich auch gesagt, wäre es super interessant, wie Kimmich als Achter wäre. Weil dann ist er noch leichter in Manndeckung zu nehmen vom Gegner. Ne? Also. Mal abwarten, wohin die Reise geht. Auf jeden Fall hat er gegen Galatasaray ein richtig starkes Spiel gemacht. Punkt. Stefan, Spiel super, FCB, Hönes Brüder glücklich, Tore denkt an Musiala und an Kader, oh weia. Ja, mein Gott. Es wird auch ohne Musiala weitergehen. Oli Engel, heavy Kane. Feier den Kerl. Den Kerl kann man auch feiern. Ja, ja, wir haben genug gesagt, Phänomen einfach, wild.
Christina, wieder einmal muss es Harry Kane richten. Harry ist Bayerns Lebensversicherung. Ja, aber dafür ist er ja Stürmer. Also, wenn nicht der Stürmer die Tore macht, wer dann? Ja? Also völlig legitim. Dafür ist ein Stürmer da. Wäre ja schlimm, wenn Harry Kane die Tore nicht machen würde als Stürmer. Ja, also weiß ich nicht, ob es wieder an Harry Kane richten muss. Wie gesagt, er ist unser Neuner und hat die Tore zu machen. Punkt. Also. Gerald Berger, ich glaube, Kimmich hat den Schuss gehört oder besser gesagt, er hat gesehen, dass es auch ohne ihn gehen kann. Wie man es in Dortmund gesehen hat. Vielleicht fruchtet das. Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen Motivation an ihn, ja. Dass er halt, weil, wie gesagt, ein Kimmich hat keinen Druck bei uns. Ja. Ein Kimmich spielt einfach immer. Es ist völlig Wurst, wie er performt. Haben wir die letzten Spiele gesehen. Er spielt einfach immer, weil Fixpunkt, weil Führungsspieler, Blasels. Ja, und wenn man dann so ein 4:0 in Dortmund sieht, wo man nicht dabei ist, wo wir eine bärenstarke Mannschaftsleistung zeigen, machen wir uns nichts vor. Jetzt den Kimmich jetzt auch nicht unterperformen dürfen gegen Galatasaray. So, weil dann wäre es schwer geworden, die kommenden Wochen für ihn. Ja? Dann wäre es richtig schwer geworden. Gerade wenn wir dann gegen Heidenheim wieder ein super Spiel gemacht hätten, dann hätte das gebrannt. Ja? Und dann wird ja dann ein Kimmich ins Mittelfeld gestellt, der hätte das gebrannt bei uns. Genau mit dieser Leistung hat Kimmich jetzt gezeigt, dass er das kann. Und damit erstmal allen Kritikern den Mund gestopft, sag ich mal. So, wir werden sehen, wie es weitergeht mit dem Kimmich. Bin sehr gespannt. Nochmal, diese ganze Situation ist wild, weil Tuchel ja immer noch einen Sechser haben möchte in der Winterpause. Ja, und dann bin ich gespannt, wie es mit dem Kimmich weitergeht. Wild. Es wird sehr interessant werden. Sino, wir waren ganz gut in München und können zu Hause Manchester und auswärts Kopenhagen besiegen. Bayern ist nicht unsere Kragenweite. Ja, ihr wart ordentlich in München, auf jeden Fall. Ja. Also es war ein hartes Stück Arbeit, definitiv. Also. Ja, dass man Manchester zu Hause schlagen kann, gehe ich von aus, weil man hat gesehen, was Kopenhagen getan hat. Auswärts in Kopenhagen wird mit Sicherheit kein leichtes Spiel, auch nicht für Galatasaray. Ja. Bin sehr gespannt. Also ihr spielt auf jeden Fall erfrischenden Fußball. Ja, wegen mir, ja, vielleicht sieht man sich nochmal wieder im Viertelfinale oder sowas. Man wird sehen. Sino war das. Cengiz, klares Abseits beim ersten Bayern-Tor. Komisch, dass keine Wiederholung gezeigt wurde. Glück gehabt und Trainer können auch Reaktionen zeigen. Trainer können gerne Reaktionen zeigen. Die können von mir aus in ihren Coaching-Zonen hoch und runter rennen, schreien, winken, tun. Wenn man sich da hinstellt und 15 Sekunden lang Linie macht und eine gelbe Karte fordert, dann ist das für mich unsportlich und gefällt mir persönlich nicht und dann kritisiere ich das. Ja, meinetwegen aus der Emotion heraus, machen wir einmal kurz so, alles gut. Ja, kann ich auch noch verpacken, aber nicht, wenn man da hier 10 Sekunden durch die läuft. Alter, das ist sowas von respektlos einfach, ja. Und weiß ich nicht, macht auch irgendwie, ja, gib ihm bitte die gelb-rote Karte, damit wir noch eine Chance haben. So, was ist das für ein Zeichen an deine eigene Mannschaft, Alter? Also nein, gehe ich nicht mit. Jeder kann da seine Meinung haben. Nochmal, ich bin der Letzte, der irgendwie Emotionen im Fußball verbieten möchte oder so. Ich bin immer für Emotionen, aber man muss sich da als Coach dann schon, was das anbelangt, ein bisschen im Griff haben. Und dein komischer Abseits, auf die Diskussion schlage ich gar nicht ein. MOK dachte mir, dass Kimmich die Zeit nutzt. Kaum ist Konkurrenz da, schaut er sich bei YouTube mal an, wie Sechser geht und setzt es um. Bei Gala sieht man, dass sie brutal gute Spieler haben, aber halt die meisten auf Ebene Top 5 scheitert. Was? Bei Gala sieht man, dass sie brutal gute Spieler haben, aber halt die meisten auf Ebene Top 5 gescheitert. Okay, den Satz verstehe ich nicht ganz. Ja, ich denke, dass Gala eine gute Mannschaft ist. Ja, aber klar, nochmal, Hinspiel war glücklich für uns, Rückspiel, ja, war klar dominant. Da müssen wir nicht über irgendwelches glücklich reden oder sonst was. Ja, und in der Gruppe ist alles drin. Ne? Jeder hat selber in der Hand. Bin sehr gespannt.
Kein top verdienter Sieg. Yes. FC Bayern Fan Forever. Olli Enger nochmal. Sind wir jetzt schon als Gruppenerster dabei? Wir sind durch, ja. Wir haben 12 Punkte, der zweite hat 4. Also. Selbst wenn du die nächsten beiden Spiele verlierst, hat der zweite 10, haben wir immer noch 12. Ja, muss der zweite aber erstmal die beiden Spiele gewinnen. Also, da ist alles gut. 11 Flanken, endlich mal wieder Flanken. Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr zu sehen, ne? Und wie gesagt, dass der Kimmich flanken kann. Ja, vielleicht sehen wir ihn als Rechtsverteidiger in der Rückrunde. Ich bin sehr gespannt. Oliver, am Samstag 4:0. Ja, mal abwarten. Bernd Biesenkamp war nicht gut, Spiel, aber Hauptsache Kampfgeist gezeigt. Kimmich war gut. Ja, ich fand schon ein gutes Spiel. Figno, warum habt ihr im Auswärtstrikot gespielt? Ich überlege gerade, welches Trikot wir anhatten. Hatten wir nicht das hässliche Champions League Trikot an, oder was? Warte. Also, das ist natürlich scheiße. Jetzt verwirrst du mich. Jetzt muss ich echt mal nachgucken. Ob ich da mal schneller was finde. Nee, also wenn das Bild hier von dem Spiel ist, alles gut. Also dann haben wir in unser Champions League Trikot gespielt. Das hat nichts mit unserem Auswärtstrikot zu tun. Also wir haben halt extra ein Champions League Trikot, so wie jede Mannschaft. Damit man noch ein bisschen Kohle scheffelt. Ne? Gibt es halt nicht nur ein Heim- und Auswärtstrikot, sondern mittlerweile auch ein Champions League Trikot. Aber vielleicht war das Bild falsch, keine Ahnung, wenn ich es falsch im Kopf habe. Ich kann es ja dann, aber könnte es ja auch dann nicht beantworten, warum. Primo, zum gegnerischen Trainer, noch geiler fand ich, wie er nach deutlichen Gala-Fouls direkt vor seiner Nase mit dem Finger abgewunken hat. Was denkt er da? Dass Schiri, Spieler, Zuschauer alle dumm sind? Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, nee, das finde ich noch okay. Das macht ein Spieler ja auch, wenn er einen umsetzt, sofort. Nee, den hab ich gar nicht berührt. Obwohl er ihn voll umgenietet hat. Das ist, I don't know, damit kann ich umgehen. Ich finde aber so dieses nach Karten fordern, so, das finde ich sehr respektlos. Mönzer, der Trainer war nicht grenzwertig, sondern völlig krank. Seine extremen Ausdrücke waren schon sehr peinlich. Ali, er hat den Schiedsrichter auf Türkisch als portugiesischen Hurensohn beleidigt. Das müsste normalerweise Konsequenzen geben. I don't know, kann ich nichts zu sagen. Wie gesagt, ich hab jetzt nicht so super viel auf den gegnerischen Trainer gehabt. Das mit dem Dingens habe ich auch gesehen, da wenn er kurz vor ihm da irgendwie ein Zweikampf war oder so. Das Einzige, was mir halt aufgestoßen ist, ist das mit der gelben Karte. Also, das ist ein Ding, was ich persönlich nicht fühle. Ja. Das mag jeder anders sehen für sich. Ich fand's too much halt einfach. Zum Rest, I don't know, kann ich nichts sagen. Christian, Galatasaray oder Kopenhagen kommt ins Achtelfinale. Manchester United fliegt. Der ach so gelobte englische Fußball. Siehe Newcastle, die verlieren sogar in Dortmund. Das muss man auch mal schaffen, gegen die Uhus zweimal zu verlieren. Ja, warum muss man da die Dortmunder schlecht reden? Ich habe die Spiele jetzt nicht gesehen. Vielleicht war Dortmund einfach zweimal stark. Ne? Und hat verdient die Spiele gewonnen. Also. Dass Manchester United fliegt, ja, keine Ahnung, wird man sehen. Mir persönlich auch völlig Wumpe. Josef, sind das tolle Fans, wenn man bei gegnerischem Ballbesitz nur pfeift? Dachte immer, tolle Fans feuern ihre Mannschaft bei eigenem Ballbesitz an. Vielleicht bin ich schon zu alt, um das zu verstehen. Naja, das Problem ist ja, oder wie ich das sehen würde, also erstmal ist das ja Standard. Bei Galatasaray hat man ja auch im Heimspiel gesehen, dass sie den Gegner auspfeifen, wenn er Ballbesitz hat. Von daher ist das einfach so wahrscheinlich drinnen bei den Fans. Und das andere ist, die saßen natürlich auch super verteilt im Stadion. Ja. Weil natürlich nur so ein gewisses Kontingent Gästeblock ist, der Rest sind sonst eigentlich Bayern-Karten. Und dann ist es natürlich auch schwer, wenn da irgendwie in der Gästeblock was angestürmt wird, dass das da überhaupt ankommt. Und ich denke, dieses Pfeifen bei gegnerischem Ballbesitz ist halt einfach so bei denen, keine Ahnung, in der DNA drinne. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, I don't know.
Muss jeder für sich bewerten. Mehmet, der Trainer hatte doch recht, er hätte gelb sehen müssen und dadurch gelb-rot runtergemusst. Bei einem Angriff von Gala vor dem Tor pfeift er einfach ein Foul, was keiner war. Dazu noch das erste Tor wurde keine Linie gezeigt, ob es abseits ist oder nicht. Joa, jeden seine Meinung. Legion Ratisbona. Kimmich heute mal nicht schlecht, aber er wollte trotzdem recht spielen. Hä? What? Er wollte trotzdem recht spielen? Ich verstehe es nicht. Also Kimmich war gut. So. Er sollte trotzdem recht spielen. Ah, so meinst du das bestimmt, ne? Ja, bin ich bei dir. Auch wenn es gut war, ja, wenn er immer so spielen würde. Aber nochmal, er hat heute auch keinen Druck gehabt. Ja? Er hat keinen Druck gehabt. Er hat die Ruhe gehabt, die Zeit gehabt, den Ball anzunehmen, zu gucken, zu spielen. Wobei man sagen muss, dass er heute auch wirklich schnell gespielt hat und nicht erst angenommen, 10 Sekunden geguckt, gesucht, um dann den Ball zu spielen. Das hat er heute besser gemacht auf jeden Fall. Wenn er das beibehält, ja, dann kann man auch darüber nachdenken zu sagen, jo, kannst ruhig im zentralen Mittelfeld weiterhin spielen, wenn er das weiterhin so gut macht. Mal abwarten. Entschuldige mein Statement, aber seit wann haben Türken Respekt? Auf den Mist gehe ich nicht ein, Leute. Klaus Karossa. Ich muss da doch drauf eingehen. Erstmal weiß ich nicht, warum man schreibt, entschuldige mein Statement, aber seit wann haben Türken Respekt? Keine Ahnung, was du für Türken kennst. Ja, Türken haben vielleicht eine andere Sicht auf gewisse Dinge, gerade auch im Fußball, sind vielleicht noch mal 'n Ticken emotionaler als so mancher deutsche Fan. Das verstehen ja manche deutsche Fans auch in meiner Art und Weise nicht. Ich kenne genug Türken, die Respekt haben. So. Ja, in meiner Jugend habe ich auch genug Türken, kennengelernt oder Kontakt gehabt, wo keinerlei Respekt herrscht. Aber so wie es hier, Tristan schon schreibt, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Man kann nicht alle Deutschen über einen Kamm scheren, man kann nicht irgendwelche Leute über einen Kamm scheren. Wenn du nur bisher mit Türken Kontakt hattest, die keinen Respekt gezeigt haben, dann tut mir das leid. Also ich kann dir versichern, dass das nicht so ist. Ja, du hast immer Idioten, du hast deutsche Idioten, du hast türkische Idioten, du hast überall Idioten. Genauso wie es anders ist. Also so allgemeine Phrasen, ja, fühle ich nicht viel mehr. Klaus Karossa, das war kein Gegner für den Bauernverband. Vom Finale könnt ihr nur noch träumen. Alter, du bist einfach durch. Aber ist okay. Gönn dir. André, trotzdem Kimmich raus. Wo ist das Mir Samir und auch von mir Lob an die Süd? Trotzdem Kimmich raus. I don't know, fühle ich nicht. Wo ist das Mir Samir? Ich denke, wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gesehen. Man hat das schon gelebt, finde ich. Klar ist da immer noch Verbesserungspotenzial, aber nochmal, wenn man sieht, wie die ersten Spiele waren und dass man jetzt eine Entwicklung hat mit dem Spiel gegen Dortmund und Galatasaray, muss man das auch mal lobend erwähnen. Ja? Und mal gucken, wo die Reise weitergeht. Wenn es wieder schlechter wird, kann man immer noch kritisieren. Und ein Lob an die Süd, denke ich, ist auf jeden Fall angebracht. Ja, Leute, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Das waren eure Kommentare. Und dann geht's weiter im Laufe des Tages mit einer PK vorm Heidenheim-Spiel. In diesem Sinne, tschüssi.